Und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3. Sind unsere Let's Plays bei Retro Cache und wir nehmen wieder mal die Verzauberin mit. Und wir könnten mit dem Schuft noch etwas reden. Erzählt mir von eurem Bruder. Ich will die Wahrheit wissen. Wir haben einst zusammengearbeitet. Ich gab ihm ab und zu Hinweise über geplante Raubzüge und er kam mit seinen Wachen hinzu und tat so, als wären es glückliche Zufälle. Aber eines Tages kreuzte er zu früh auf. Als ihr die Bank der Handelsgilde überfallen habt. Ganz genau. Einige der Wachen schöpften Verdacht. Sie glaubten, er wäre darin verwickelt und seither rottet er in einer Zelle in Königshafen vor sich hin. Ich konnte entkommen. Ihr fühlt euch sicher elend. Ich weiß gar nicht mehr, was ich fühle. Okay, dann habe ich ja eigentlich mehr oder weniger recht gehabt. He? Dass der noch eine Weile dort bleibt, weil er halt im Knast hockt. Gut, aber wir dürfen jetzt mal mit der normalen Story weitergehen. Also tun wir da mal mit dem Tyrael reden. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn die Bresche nicht wieder geschlossen wird, wird die Bastion überrannt werden. Dann werde ich die Bresche mit ihren Leichen versiegeln. Okay, in dem Fall wissen wir neu, was wir zu tun haben. Und der möchte auch noch sehr viel reden mit uns. Ich wusste, dass Soltun Kull etwas Besonderes war, von dem Augenblick an, in dem ich ihn kennenlernte. Er verfügte über einen scharfen Verstand für alles Arkane. Während der Jagd nach den drei war er der Träger der Seelensteine und muss sie intensiv studiert haben. Auch wenn er eine Anomalie ist, so ist der schwarze Seelenstein doch ein Zeugnis seines Genies. Ja, willst du jetzt rechtfertigen mit dieser Aussage, oder wie sieht das aus? Der schwarze Seelenstein wurde als Verbesserung gegenüber den ursprünglichen dreien entworfen. Sie waren erschaffen worden, um einzelne Dämonen gefangen zu halten. Aber Kull hatte vor, gleich mehrere einzusperren. Doch der schwarze Seelenstein hat seine Makel. Er kann so viele Dämonen nicht für lange Zeit festhalten. Wir müssen Asmodan in ihm einsperren und ihn dann zerbrechen, sodass all diese Übel nicht wiedergeboren werden können. Von den vielen Dingen, die mich an Menschen so faszinieren, ist das Großartigste ihr endloses Streben nach Wissen. Engel glauben, dass alles Wissen in der Schriftrolle des Schicksals niedergeschrieben ist. Deshalb findet man Wissbegier nicht allzu häufig unter den Engeln. Ironischerweise ist mein Verdacht bestätigt worden. Tatsächlich wissen die Engel nicht alles. Die Welt mit den Augen eines Sterblichen zu sehen, hat mir einiges gegeben, worüber ich weiter nachdenken muss. Ja, aber da könnte als Mensch Zeit fehlen dazu, weil du hast nicht so viel Zeit wie als Engel, weil irgendwann ist vorbei. Wieder einmal erfüllt mich der Rausch des Kampfes. Es ist zu lange her, dass ich meine Klinge gegen die Mächte der brennenden Höllen erhoben habe. Ich erinnere mich an zahllose Schlachten im Herzen der Ebenen des Wahnsinns, als meine Brüder und ich alles aufs Spiel setzten, um die Dämonenbrut zurück in ihre Höllen zu treiben. Schlachten, die es verdienen, in Liedern besungen zu werden, was? Sie waren glorreich. Wir führen unseren ewigen Konflikt, seitdem das erste Licht auf die Schöpfung fiel. Aber jetzt fühlt es sich auch zum ersten Mal so an, als sei ein Ende in Sicht. Ihr seid ein außergewöhnlicher Krieger. Und ihr ein außergewöhnlicher Anführer. Ich tue, was ich kann. Imperius selbst hätte Schwierigkeiten gehabt, diese Mauern so lange zu halten wie diese Soldaten. Die Welt steht tief in ihrer Schuld. Wer ist dieser Imperius? Imperius ist der Erzengel der Tapferkeit. Er ist derjenige, der über die Legionen der hohen Himmel befiehlt. Standen Himmel oder Hölle jemals kurz davor, den Sieg im ewigen Konflikt zu erringen? Wir glaubten, wir hätten alles verloren in der 5. Schlacht um das Diamanttor. Die großen Übel und ihre Legionen brandeten gegen den Eingang zum Himmel selbst. Aber einer meiner zuverlässigsten Leutnants, Isual, drängte sie zurück. Und doch wäre der Tag vielleicht verloren gewesen, hätten die Dämonenfürsten nicht angefangen, sich untereinander zu bekriegen.
So sicher waren sie sich ihres bevorstehenden Sieges, dass sie sich gegeneinander wandten und sich über die noch zu erringende Beute zerstritten. Ich schaudere, wenn ich daran denke, was die Dämonenfürsten erreichen könnten, sollten sie jemals damit aufhören, einander zu betrügen. So zeigt sich die selbstzerstörerische Natur des Bösen. Ja, da kann man ja nur Danke sagen, dass die so zerstritten sind, weil sonst wäre es ja eh schon lang Ich für mich. bringe Nachricht vom König der Westmark. Hat er zugestimmt, uns Verstärkung zu schicken? Mein Herr sagt, er wird keine lebenden Männer in den Kampf gegen imaginäre Dämonenfürsten schicken. Vielleicht wird er es glauben, wenn sein Königreich in Schutt und Asche liegt. Ja, aber dann ist auch schon spät. Die Dämonen sind in der Bastion! Sie kommen aus den Tiefen! Zu den Waffen! Zu den Waffen! Ja, in dem Fall müssen wir Fürschi machen, würde ich sagen. He? Dann kann man eigentlich da hinten durch. Das geht noch nicht. Die Menschen glauben tatsächlich, dass sie sich hinter ihren lächerlichen Mauern verbergen können. Doch bis jetzt haben sie erst einen Vorgeschmack auf die ganze Macht unserer höllischen Streitkräfte bekommen. Wir werden sie in einer Flut der Sünde ertränken. Ich brauche mehr Zeit. Noch ist das Mädchen schwach und ihr Held wird nicht damit rechnen, dass wir von unten angreifen. Lasst die gefräßige Bestie los. Okay, da heißt, da kommt irgendwo ein Boss, hä? Gefräßige Bestie. Ich hatte das Glück, während meines Lebens viel über die komplizierte Geschichte der Barbaren herausfinden zu können. Doch der Ursprung dieser großen, mächtigen Krieger liegt weitestgehend im Dunkeln. Die Legende besagt, dass sie Nachkommen von Vulkatos sind, einem Urahnen, der ihre Ideale von Stärke, Tapferkeit und Mut verkörperte. Unmöglich. Ja, und der Verlangsamungszeichen immer noch nicht nachgeschaut. Ich brauche mehr Zeit. Hält mich zurück. Das geht noch nicht.
Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich brauche mehr Zeit. Aber zumindest hat es überall mal noch Gegner rum, also so falsch können wir nicht sein da. Oh, da hinten müsste man hin. Ah, so hat es ausgesehen. Ich vermute, in einigen dieser Fässer befindet sich Brennstoff. Vielleicht können wir ihn gegen unsere Feinde einsetzen. Diese Dämonen sind heimtückisch. Sie werden für nichts Halt machen, um die Festung zu erobern. Und die ganze Welt mit ihr. Euer Fleisch ist schwach. Das geht noch nicht. Das werde ich nicht tun. Ich brauche mehr Zeit. Und die haben mich auch wieder verlangsamen. Super. Und ein Goldkobold. Ja, dann können wir das mal ignorieren. Das geht noch nicht. Ja, na, wenn er gerade so schön wartet. Das kann ich nicht. Das werde ich nicht tun. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ja, haben wir ihn halt gleich mitgenommen. Ich weiß ja gesagt, wir machen es nicht, aber. Tja.
Ring hat nicht viel gebracht. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Ich vermute mal, wird da mehrere 3 Ebenen wird's haben. Würde ich mal schätzen. Das geht noch nicht. Das kann ich nicht. Ihr gehört jetzt mir. Auf keinen Fall. Ja, Zeitlupe-Modus immer gern. Zurück in die Hölle, Hund. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Euer Fleisch ist Okay, da sind wir im Kreis gelaufen. Jetzt sind wir schon gesehen. Dann werden wir einen anderen Weg finden. Dann müssen wir gleich dahinter. noch nicht bereit. Volkatos, führt meine Hand. Unmöglich. Das werde ich nicht tun. Daraus habe ich viel gelernt.
Vorfahren sind mir hold. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Okay, Sackgasse. Wieder mal verlaufen. Wieder mal keine Ahnung, wo ich hin muss. Und wieder mal verlangsamt. Noch nicht bereit. Und nochmal eine Sackgasse. Gibt es hier keine weiblichen Soldaten? In dieser Gegend kämpfen die Frauen nicht. Wie absurd. Also da ist die Bresche. Ihr seid zu spät. Mein Diener ist bereits in eure Festung eingedrungen. Und sein Appetit ist riesengroß. Er wird eure Leiche und die eurer Freunde verschlingen. So, wenn du da meinst, wenn du da sagst. Ja, Ebene 3, haben wir ja gesagt, gibt sicher eine dritte Ebene. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Ja. Ich brauche mehr Zeit. Euer Fleisch ist Der Gegner strahlt seltsame Magie aus. unmöglich. Das geht noch nicht. Ich bin überlastet.
Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir schlau sind. Dann haben wir halt da mal den Inventar. Gut, der sieht nicht schlecht aus. Handschuhe nein. Wichtig. Ja, Helm. Nein. Ring. Nein. Ring. Nein. Schürli. Nein. Nicht viel schlau. Oh nein, wann ist da? So, und dann kann man. Den nehmen wir. Dann haben wir da irgendwo fallen das X. Sonst wird der Folge noch zu kurz. Also. Wäre doch auch ein Zeichen, oder? So, haben wir ganz viel weggeschmissen. Dann sollten wir wieder ein bisschen Inventarplatz haben. Ich habe neue Kraft geschöpft. Okay, schön für die. Und da vorne wäre es Pfeile, also. Und dann hätten wir da noch einen Speicherpunkt, so schön. Und wie wir eh überlastet sind, würde ich sagen, wäre es da gewesen von dieser Folge. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.